Als Pastoren und Gemeindeleitung haben wir uns lange mit der Frage auseinandergesetzt, was ist eigentlich unser Auftrag oder was ist bei uns im Kreuzpunkt wichtig, auf was wollen wir uns fokussieren und was steht bei uns im Zentrum. Und wir haben ganz lang und intensiv darüber gebetet und nachgeforscht und wir haben dann wie gemerkt, dass Gott uns ein Thema ganz deutlich aufs Herz legt. Und zwar ist das Thema der Nachfolge. Wir wollen eine Kirche sein, wo Menschen darin wachsen in der Nachfolge von Jesus. Also um das soll es gehen. Und wir haben uns überlegt, okay, wie kann man denn das beschreiben? Wie kannst du Nachfolge dann definieren? Wie sieht das aus? Wir wollen es ja fassbar, greifbar, verständlich machen, dass wir alle wissen, von was wir reden und was wir genau meinen, wenn wir sagen, hey, wir wollen Jesus nachfolgen. Und wir haben 4 Schritte definiert. Und in diesen 4 Schritten möchten wir unterwegs sein. Ihr seht, die 4 Schritte sind da. Ihr seht, es ist auch da hinten an dieser Mauer aufgeklebt. Das ist das Thema. Mit dieser Thematik sind wir uns im Moment am Auseinandersetzen. Und wir möchten gerne unterwegs sein mit Jesus. Also Menschen sollen aufbrechen, sollen anfangen, unterwegs sein mit dem Gott. Sie sollen den Gott tiefer, besser kennenlernen. Vielleicht zum ersten Mal eine Begegnung haben mit einem liebevollen Vater im Himmel. Um das geht es in diesem ersten Schritt. Und es war mega schön und ermutigend gewesen, wo wir uns in dieser letzten Zeit mit dem ersten Schritt, mit Brich auf, beschäftigt haben. Wie Menschen anfangen zu sagen haben, hey, ich höre Gott. Ich höre sein Reden in meinem Leben. Das ist real. Menschen, die schon lange mit ihm unterwegs sind, die gesagt haben, da ist etwas passiert in meinem Leben, so mega gut, das ermutigt uns. Menschen, die Jesus zum allerersten Mal kennenlernen und die aufbrechen auf eine Reise mit dem himmlischen Vater. Wie genial. Aber das ist der erste Schritt, das geht dann weiter. Es gibt noch 3 weitere Schritte. Der erste Schritt ist Lex ab. Oder erlebe seine Freiheit. Lex ab. Ich glaube, da sind wir alle einverstanden. Im Leben tut man irgendwie so Rucksäcke sich zu und die haben Sachen drin, die eigentlich nicht mega hilfreich sind für eine Reise. Das sind mehr Steine als Proviant. Und wir glauben absolut, dass Jesus möchte, dass Menschen, die mit ihm unterwegs sind, Freiheit erleben. Dass sie erleben, wie die Rucksäcke abgeleitet werden, wie Freiheit in Leben Einzug halten. Das ist der nächste Schritt und über diesen Schritt wird es heute oder in dieser Predigtserie hauptsächlich gehen. Wir möchten Sachen ablegen. Wir glauben, dass in der nächsten Zeit Menschen wirklich frei werden und Sachen, die sie sich in den Rucksack eingeladen haben, dass die abgeleitet werden. Das Bild oder die Predigtserie, die wir startet, ist Mauern aus Papier. Es gibt wie so Mauern, wo unsere Weiterreise blockieren, wo wir das Gefühl haben, ja, da komme ich nicht weiter. Aber wir werden feststellen in dieser Predigtserie, dass das häufig eigentlich Mauern aus Papier sind. Es sieht mega real aus, aber ist eigentlich gar nicht so mega ein Hindernis. Und wenn man will, kann man durch so Mauern durchbrechen. Um das wird es gehen. Einfach zum Schritt noch schnell vollständig machen, um was es geht. Der nächste Schritt ist herausfinden. Find es raus. Wir glauben, Gott hat Pläne für Menschenleben. Er hat Gaben vorbereitet, er hat dich begabt. Der Heilige Geist gibt Gaben und die gilt es zu entdecken und anzuwenden und umzusetzen in der Gemeinde. Und das Letzte ist, einen Unterschied machen. Gang los und mach einen Unterschied. So sehen wir Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, dass sie in diesen 4 Schritten unterwegs sind und in diesen Schritten dürfen wachsen. Also, wie gesagt, heute geht es um eine brandneue Predigtserie, die um den 2. Punkt geht. Lex ab. Und ich glaube, es gibt etwas, wo wir alle in unserem Leben drin haben, was unbedingt zu ablegen gilt. Und zwar die erste Mauer, die wir heute durchbrechen möchten, sind Ausreden. Ausreden. Wir alle kennen das, oder? Wir alle brauchen es und wir alle
Wenn wir mal ehrlich sind mit uns selber, stellen wir fest, yep, okay, Ausreden, die sind real und wir haben alle Entschuldigungen oder eben eigentlich mehr Ausreden, die wir zulassen, die wir brauchen in unserem Leben. Und ich möchte heute Morgen über Ausreden predigen. Oder wenn du einen Titel willst für die Predigt, vielleicht nimmst du eine Notiz oder so, dann kannst du aufschreiben, was ist deine Ausrede? Wir möchten heute nämlich Ausreden miteinander anschauen. Ist ja interessant, dass wenn jemand anders eine Ausrede braucht, merken wir das eigentlich alle ziemlich schnell, oder? Ist nicht so mega schwierig, eine Ausrede zu erkennen. Wir haben im Unti, ich sage jetzt nicht in welchem Jahr, das haben wir mal ein Thema gehabt. Und in diesem Thema ist es gegangen um Dienen in der Kirche. Das war das Thema von dieser Unti-Einheit. Das sind Teenies, wo wir alle Jahre wieder eine Unti-Einheit machen. Und in dieser Unti-Einheit geht es darum, hey, wieso dass es eigentlich wichtig oder zentral ist, in der Kirche zu dienen. Verschiedene Gründe und so, ich erkläre euch jetzt das nicht. Ihr habt ja alle Unti gemacht, ihr wisst das ja alle, gell? Wieso dass man das sollte und so, ja, okay, ich sehe nicken. Ja, okay. Auf jeden Fall, vielleicht können wir eine Ausnahme machen und ihr könnt nächstes Jahr auch noch mal in Unti kommen, wenn ihr das nicht wisst. Auf jeden Fall war das Thema Dienen in der Kirche. Und ich tue nachher Teenies immer mal challenge und sage, hey, wer von euch ist bereit, damit zu sagen, okay, ich verpflichte mich, ein 4 Wochen Praktikum im Kreuzpunkt zu machen und 4 Wochen lang einen Dienst zu tun in der Kirche. Und es ist auch okay, wenn sie nicht wollen. Also es ist nicht irgendwie so, ihr müsst jetzt oder so, sondern es ist wirklich eine Frage. Und dort hat jemand tatsächlich mir nachher gesagt, ja, er will im Moment lieber nicht, weil Schule ist mega anstrengend und das braucht gerade so mega viel Energie, oder? Okay, in dem Fall. Das ist okay, ich meine, muss ja niemand. Aber was interessant war, in der gleichen Konversation, in der gleichen Einheit, später sind wir darauf zu sprechen gekommen, ihr kennt das vielleicht, auf dem iPhone gibt es die Screen-Time-Trackers. Wisst ihr, von was ich rede? Es gibt eine Funktion, wenn du die nicht kennst, sagt dir, die musst du unbedingt dir mal ein bisschen genauer anschauen, wo deine Aktivität auf deinem Phone tracken und dir sagt, wie viel Zeit du mit deinem Phone verbringst. Vielleicht merkt ihr schon ein bisschen, in welche Richtung die Geschichte geht. Gell? Auf jeden Fall, ein guter Freund von mir, ein Pastor, hat bei sich in der Familie eine Regel eingeführt. Ich finde das genial, vielleicht können wir sich das mal überlegen für die eine oder andere Familie. Immer am Sonntagabend, wenn sie am Esstisch zusammen hocken, tun sie sich in der Familie jeden Screentime zeigen. Unkommentiert, es geht nicht irgendwie darum, schau mal, einfach so eine grundsätzliche Accountability, Rechenschaft ablegen in der Familie, also Vater, Mutter, Kind, alle zeigen einfach das Screentime. Hey, wie viel Zeit hast du eigentlich mit dem Phone verbracht? Ich habe das eine mega gute Idee gefunden. Also hey, vielleicht ist das für die eine oder andere Family mal so eine Idee, um einfach mal zu zeigen, hey, wie viel Zeit verbringst du eigentlich? Okay, jetzt auf jeden Fall, nicht ich, aber der Teenie ist auf das zu sprechen gekommen. Und sie hat ihre Screentime erzählt. Nachdem dass sie keine Zeit hatte oder nicht können dienen, weil sie ja so mega beschäftigt ist mit der Schule, oder? Hat sie Screentime gezeigt. Unter der Woche, also zu Schulzeiten, also Montag bis Freitag, sind es durchschnittlich 6 Stunden gewesen, und am Wochenende 10 bis 12 Stunden. Also, und dann denkst du, aha, genau, aber du hast keine Zeit für Dienst. Ja, genau, okay. Ist okay, ich meine, aber jeder erkennt 10 Kilometer Entfernung, okay, das ist einfach eine Ausrede, das sagst du jetzt einfach, oder? Das ist jedem klar, dass es eine Ausrede ist. Wir alle wissen, wenn andere Menschen Ausreden brauchen, oder? Im Geschäft kennst du das vielleicht, hast ein Meeting, oder? Und der Chef sagt so, liebe Leute, ich muss euch jetzt leider etwas mitteilen, wir werden die Filiale schließen oder was auch immer. Und der Grund ist das, und du weißt ganz genau, das ist nicht der Grund. Wir sind alle nicht blöd, oder? Wir sind doch intelligente Menschen einigermaßen und wir checken, wenn jemand anfängt Ausreden zu brauchen, das erkennst du einfach. Die Besten im Ausreden erkennen sind sowieso einfach Eltern. Die kennen ihre Kinder sehr genau und sehr gut und sie wissen so genau, wenn das jetzt eine Ausrede kommt, oder? Das erkennst du als Eltern einfach mit 20 Kilometer Entfernung, oh, da kommt jetzt eine Ausrede, oder? Das weisst du ganz genau, das ist nicht der Grund.
Zum Beispiel das Reihen, wenn er nicht ins Fußballtraining will, oh, mein Knie tut so weh und weißt genau, das ist nicht der Grund, das ist einfach die Ausrede, weil er jetzt nicht gehen will. So einfach zu erkennen, oder? Das Problem ist bei Ausreden, ich meine, es gibt ja so, manchmal will man ja dann einfach nicht gerade sagen, du, sorry, schieß mich an, ist irgendwie auch ein bisschen unhöflich, darum braucht man dann so eine Ausrede. Das Problem bei Ausreden ist, wenn wir sie anfangen, selber glauben. Wenn wir unseren eigenen Ausreden anfangen, Glauben schenken und das als Grund anfangen darstellen. Weil Ausreden haben nämlich eine Tendenz, sich als Grund zu verkleiden. Und die Gründe erklären wir dann mit ganz vielen Wills. Warum verhaltest du dich eigentlich immer so? Ja, will. Ja, will. Warum reagierst du auf so Situationen immer so? Ja, will, ja, will, ja, will. Was? Wieso tust du eigentlich den Bereich in deinem Leben vernachlässigen? Ja, will. Ja, will. Wir sind ja alles rationale Menschen, oder? Du kannst ja nicht sagen, ja, der eigentliche Grund ist, ich habe Angst, oder? Gar nicht. Du brauchst eine Ausrede. Und Ausreden werden irgendwann in unserem Leben so wie zu Papiermauern. Aus der Entfernung sieht es mega real aus. Sieht aus, als würdest du da wirklich nicht durchgehen können. Als wäre das ein richtiges Ding. Vielleicht der eine oder andere, der heute Morgen reingelaufen ist, im ersten Moment hast du vielleicht gedacht, was sind das für Mauern? Aber irgendwann hast du schon gemerkt, das sind Papiermauern. Und Ausreden in unserem Leben sind wie Papiermauern. Es sieht aus, als wäre es ein reales Hindernis, als könntest du da nicht durch. Aber wir alle wissen, es ist aus Papier. Und es hält dich davon ab, zu tun, was du eigentlich solltest tun, zu überwinden, was du müsstest überwinden, weil du dir genug lang Ausreden als Gründe eingeredet hast. Und weil du jetzt deine Ja-Wills hast und deine Ausreden erklärst. Also wir sind alle rationale Menschen. Du kannst ja nicht sagen, warum bist du eigentlich immer zu spät? Also meine Ausrede ist, gar nicht, oder? Du Schatz, warum reagierst du immer so? Ja, meine Ausrede ist. Wäre eigentlich mal erfrischend. Stell dir vor, Teenies würden zu ihren Eltern sagen, warum machst du eigentlich deine Aufzüge die ganze Zeit nicht? Warum vertrödelst du das immer? Ja, meine Ausrede ist. Wäre sehr erfrischend. Aber nein, wir müssen unsere Unsicherheit und was wirklich in uns drinnen geht, müssen wir verstecken mit Ausreden. Weil wenn dann jemand kommt, dann können wir sagen, tada, schau mal, da. Das ist mein Grund. Darum geht es nicht. Siehst du, das ist im Fall mega solid, da kannst du nicht durch. Darum kann ich nicht, darum will ich nicht, darum tue ich nicht. Weil es hat mir mal jemand gesagt. Die haben ja auch noch solche Gründe, gell? Vielleicht hat dir jemand einen Namen gegeben, mal. Vielleicht hat jemand über dir gesagt, ja, das kannst du eh nicht. Hör auf singen, du hast eine grusige Stimme, das wird nie etwas. Vielleicht hast du ein Label mal bekommen und das tut jetzt wie die Ausrede zu einer Mauer werden lassen. Vielleicht hat jemand etwas von dir erwartet, was du so nicht hast bringen können. Und jetzt ist das eine automatische Reaktion, dass immer wenn so ein Thema kommt, dass du automatisch zu dieser Ausrede gehst und die hervorrufst, wenn sie brauchst. Und ich habe eine Definition für euch mitgebracht von einer Ausrede. Oder was ich genau meine, wenn wir über eine Paperwall oder eben so eine Papiermauer reden. Das ist Folgendes. Etwas Externem die Schuld geben für interne Gründe. Das ist die Ausrede, über die ich reden möchte. Das ist die Papiermauer. Wenn du externen Sachen die Schuld gibst für Sachen, die eigentlich in dir drinnen am Passieren sind. Ja will, ja will, ja will. Er hat mal gesagt, dort ist das passiert. Ich habe ja schon mal probiert und es ist nicht gegangen. Darum kann ich nicht. Schau mal, die Umstände, das geht gar nicht. Ich kann nicht, das geht nicht, ich will nicht. Und bla bla bla. Und die ganze Zeit lügst dich selber an und bist eine Papiermauer am Bauen, die aus der Entfernung mega real aussieht, aber aus der Nähe eigentlich aus Papier ist. Wieso reden wir über das Thema am Sonntagmorgen? Was hat das mit deinem Glauben zu tun? Das Problem von Papiermauern, von Ausreden ist, die können mega schnell zum König werden. Die Ausreden, die Papiermauern, die fangen dir an sagen, was geht und was nicht geht. Was du darfst und was du nicht darfst.
Die können der König von deinem Leben werden. Die können anfangen zu sagen, das kannst du nicht, das geht nicht. Es boxt dein Leben ein, es mauert dich ein. Und wir haben schon einen König. Wir haben schon einen König Jesus. Und wenn wir nicht realisieren, wo das wir Ausreden zum König werden lassen haben, kann es passieren, dass wir am Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommen, dass wir Lieder singen für König Jesus, aber dienen tun wir eigentlich König Ausreden. Und der König Ausrede sagt, was geht und was nicht geht. Und unsere selber gemachten Mauern definieren, wo wir können und wo wir nicht können weitergehen. Also unsere Bereitschaft, Papiermauern durchzubrechen, sind im direkten Zusammenhang zu unserem Vermögen, Jesus nachzufolgen. Darum müssen wir miteinander das Thema von Ausreden anschauen. Jesus selber nimmt das Thema auf im Lukas 9, 59 bis 60, wo er das klar macht. Dort lesen wir Folgendes. Einen anderen forderte Jesus auf: Komm, folge mir nach. Er erwiderte: Ja, Herr, aber vorher lass mich noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Eigentlich ja eine vernünftige Bitte, oder, von dem Mann. Könntest du das Gefühl haben, okay, ein Tag, das liegt jetzt gerade noch drin, geht ja nicht ewig so eine Beerdigung. Ich meine, so viel Anstand haben wir jetzt noch, oder? Aber was sagt Jesus? Da antwortete Jesus: Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst dich auf den Weg machen und die Botschaft von Gottes Reich verkünden. Wow, Jesus! Also ein bisschen Anstand. Also, hast du jetzt ernsthaft gerade einem trauernden Mann gesagt, hey, weißt du was? Vergiss die Beerdigung von deinem Vater, könnt die anderen Toten machen. Du aber komm und folg mir nach. Wie frech ist eigentlich das? Also wenn ihr euch manchmal beleidigt fühlt von meinen Predigten, hey, Jesus sagt so Sachen. Er sagt, hey, lass die Toten begraben. Das ist knallhart. Was wir aber gar nicht wissen, oder was du vielleicht nicht gewusst hast aus dem Kontext, ich erkläre jetzt, das machen wir ganz schnell, ich erkläre nicht, wieso das so ist, aber es ist sehr wahrscheinlich so, im Kontext ist eigentlich klar, dass der Vater von dem Mann noch gar nicht gestorben ist. Der lebt noch, der Mann. Der ist noch gar nicht gestorben, oder? Und Jesus sagt zu dem Mensch, hey, komm, folg mir nach. Und er sagt, tada, meine Ausrede, ich muss noch warten, bis mein Vater stirbt. Sorry, ich kann dir nicht nachfolgen. Das ist ein Papiermauer, da kann man nicht durch. Der Vater ist noch gar nicht gestorben. Der hat einfach eine Ausrede gehabt, wieso dass er Jesus nicht nachfolgen will. Vielleicht, man kann da nur spekulieren, vielleicht hat er das Gefühl gehabt, gut, mein Vater ist alt, wenn er stirbt, muss ich schauen, dass dann das Erbe gerecht verteilt wird, oder? Vielleicht zocken mich meine Brüder ab, wenn ich jetzt gehe und in der Zeit, wo ich gegangen bin, mein Vater stirbt, wer weiß, wo dann die Kohle hergeht, oder? Ich kann leider darum nicht gehen. Da gibt es Sachen, die mich daran hindern, dir nachzufolgen. Also ihr seht, die Papiermauern, die hindern uns daran, Jesus nachzufolgen. Aber wir alle wissen, eigentlich sind das ja nicht so richtige Gründe, oder? Das ist ja eigentlich nur aus Papier. Also wenn man jetzt da eigentlich mal ein bisschen genauer schauen, dann merkt man plötzlich, okay, die Mauer, die ist ja aus Papier. Das ist gar nicht eine wirkliche Mauer, die du nicht durchkommst, sondern das sind unsere selbst konstruierten Ausreden, wo wir zur Mauer werden. Ich habe ein Fallbeispiel heute Morgen für euch mitgenommen. Eine Person, wir nennen die Person jetzt mal Meister der Ausreden. Und zwar ist das der Moses. Der Moses ist berufen worden von Gott,
um das Volk Israel aus Ägypten rauszuführen. Und es ist eine mega geniale Geschichte, wie genau Moses berufen wird zur Nachfolge oder zum einen Auftrag vollbringen für Gott. Also er bekommt einen genialen Auftrag. Er darf ein ganzes Volk von unterdrückten Sklaven in die Freiheit führen, oder? Mega genial. Und jetzt gibt es die Begegnung am Berg Sinai, wo Gott in einem Dornbusch an Moses den Auftrag bekannt gibt und sagt: Hey, ich habe einen Job für dich, ich habe etwas, was ich will, dass du machen gehst. Und zwar gang und führ das Volk Israel in die Freiheit. Und was so spannend ist bei Moses, ist, das Erste, was der Moses bringt, sind Ausreden, wieso dass er nicht kann, nicht will und sowieso, wieso dass das eine schlechte Idee wäre, ihn zu fragen. Also, komm, wir schauen mal schnell alle die Ausreden an, die der Moses bringt, wo Gott ihm den Auftrag gibt. Ihr könnt das mitlesen im 2. Mose 3, Vers 11. Das Erste, was der Mose sagt, ist, nachdem das Gott jetzt gerade den Auftrag erklärt hat, das Erste, was er sagt, aber Mose erwiderte: Ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausbringen. Wer bin ich schon? Wer bin ich schon? Das ist die erste Ausrede. Oi, das kann ich doch nicht. Ich bin nicht genug gut. Weißt du, da muss jemand kommen, der dem Pharao entgegenstehen. Da musst du argumentieren und so. Siehst, Gott, schau mal da, meine Papiermauer, sorry, geht nicht. Ich kann das nicht machen. Ich habe 40 Jahre lang in der Wüste die Mauer aufgebaut. Und jetzt kannst du nicht einfach kommen und sagen, ich soll da durchgehen, durch die Mauer. Nein, ich kann nicht, sorry, geht nicht. Wer bin ich schon? Ich kann das nicht machen, was du da von mir willst. Dann geht es weiter ins Gespräch und Gott erklärt ihm nochmal, warum dass man das eigentlich gleich machen sollte und was die Idee ist dahinter und tut ihm nochmal sagen, was soll gehen. Und zu unserem grossen Glück ignoriert die erste Ausrede, die der Moses bringt. Dann das Nächste, was der Moses sagt, 2. Mose 3, 13, in diesem Dialog geht es weiter. Aber Mose entgegnete: Wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage ich dann? Das ist die nächste Aussage. Ja, aber was soll ich dann sagen? Was soll ich dann machen? Ich kann doch das nicht, das geht doch nicht. Was soll ich sagen? Oder es geht dann noch ein bisschen weiter. Im 2. Mose 4, Vers 1, nachdem das Gott dann den Namen sagt: Hey, sag ich, Gott, der ich bin, schickt dich. Also es ist Gott, der dich schickt. Das sollst du ihnen sagen. 2. Mose 4, Vers 1. Was ist, wenn die Israeliten mir nicht glauben und nicht auf mich hören? Bestimmt sagen sie, der Herr ist dir gar nicht erschienen. Also die nächste Ausrede ist, sie glauben es eh nicht. Sie werden es mir eh nicht glauben. Also weißt du, ich habe ja schon Erfahrungen gemacht und so. Ich habe das ja schon mal probiert, mit dem Volk in die Freiheit führen und so. Und du weißt, das ist komplett in die Hose gegangen, oder? Ich kann das nicht und sie glauben es mir eh nicht, oder? Da ist eine gute, solide Papiermauer, die ich nicht durch will. Das kann ich nicht, das will ich nicht. Und dann geht es weiter, oder? Gott gibt dann wieder hin und her, oder? Sagt, okay, schau mal, ich gebe dir Zeichen, es gibt da klare Zeichen, du kannst deine Hand ins Gewand hinein tun und wieder rausnehmen, der Dialog geht weiter. Und der nächste Grund, wo Mose bringt, wieso dass er das nicht kann und wieso dass er nicht will, 2. Mose 4, Vers 10. Ach Herr, entgegnete Mose, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Auch jetzt, wo du mit mir sprichst, hat sich daran nichts geändert. Zum Reden habe ich einfach kein Talent. Die Worte kommen mir nur schwer über die Lippen. Das Interessante an dieser Argumentation ist ja, es ist eine relativ gut formulierte Ausrede, oder? Wo der Moses da so eben gerade bringt, oder? Mit schönen Bildern, schön dargelegt und erklärt. Und das ist seine nächste Ausrede, oder? Ich kann die Fähigkeit nicht, die ich brauche, um das zu machen. Ich kann nicht. Die Qualifikation fehlt mir, verstehst du? Da gibt es Gründe, wieso das nicht geht. Wisst ihr, was ist mega spannend an dieser Ausrede? Die Bibel selber nennt es eine Ausrede und zeigt, dass das kein wirklicher Grund war. Nämlich in Apostelgeschichte 7, Vers 22 kannst du Folgendes nachlesen. Das ist am Stephanus seine Rede, wo der Stephanus sagt. Und das sagt er über den Moses vor dem Moment. Also das ist nicht irgendwie etwas, was er nachher gelernt hat, sondern da steht: Moses wurde in allen Wissenschaften der Ägypter gründlich ausgebildet und er zeichnete sich durch eindrucksvolle Worte und Taten aus.
Das beschreibt der Moses vor seiner Berufung. Das ist nicht, aber nachher hat er dann mit der Hilfe Gottes das überwunden und hat dann zu seinem Wort gefunden, etc. Nein. Das beschreibt Moses, als er 40 ist. Er ist ausgebildet worden von den Ägyptern. Er hat die besten Lehrer im ganzen Land gehabt, hat definitiv keine Schwäche gehabt dort drin, sondern er war rhetorisch ausgebildet von den besten Lehrern im ganzen Land, wie sich das gehört für einen anständigen Pharaonensohn. Verstehst du? Und jetzt kommt der Mose und sagt, ich kann ja nicht reden, ich kann das nicht. Und das ist jetzt der Moment, wo Gott so ein bisschen hässig wird, oder? Und jetzt wird Gott langsam hat er langsam genug gehabt und sagt, okay, jetzt haben wir schon 3 Ausreden durchgecatcht und langsam aber sicher solltest du eigentlich verstanden haben, das geht nicht weg, ich akzeptiere deine Papiermauern nicht. Und du merkst, Mose geht langsam aber sicher so die Argumente aus und er weiß nicht, was er genau sagen soll. Und darum kommt jetzt eigentlich so langsam die ehrlichste von allen Antworten. In 2. Mose 4, Vers 13. Doch Moses bat, ach Herr, sende doch lieber einen anderen. Gott hat keine einzige Ausrede, keine einzige selbstkonstruierte Papiermauer von Mose akzeptiert. Er hat immer wieder gesagt, mal, wir machen das. Doch, das geht schon. Und jetzt ist der Mose langsam am Ende von seiner rhetorischen Ausbildung und kann keinen Grund mehr sich überlegen, wieso nicht oder was jetzt eigentlich noch nicht wird gehen. Und jetzt bringt er die ehrlichste von allen Aussagen und sagt, ich will nicht. Ich will nicht. Send doch einen anderen. Und ist es nicht spannend, wie sich da Ausreden als falsche Demut verkleidet? Vielleicht kennst du das ja auch, gell? Vielleicht hast du dich jetzt in der einen oder anderen von diesen Ausreden sehr gut wiedergefunden, oder? Wer bin ich schon? Was sage ich dann? Sie glauben es eh nicht. Ich kann das nicht. Ich will nicht. Soll doch ein anderer. Schau mal, hat da einen ganzen Raum voll begabte Menschen. Die sollen doch gehen. Hey, ich stehe zurück, easy. Die anderen sollen doch. Ich nehme da den noblen Rücksitz, oder? Ich bin da voll der Gentleman und gebe anderen den Vortritt. Hey, du kennst deine eigenen Ausreden am besten. Du weißt ganz genau, wo du Papiermauern aufgebaut hast in deinem Leben. Aber weißt du, was ist das Tragische an diesen Papiermauern? Sie kosten dich so viel. Sie kosten dich so mega viel, so Papiermauern. Weil weisst, was ist auf der anderen Seite von dieser Papiermauer? Ja, du weisst es nicht. Genau das ist der Punkt. Du weisst es nicht, was auf der anderen Seite ist von dieser Papiermauer. Solange dass du da nicht anfängst reinstechen. Solange dass du nicht anfängst, deine Ausreden mal ein bisschen demaskieren und da ein bisschen genauer gehst, schauen, was ist eigentlich hinter dieser Papiermauer, wirst du nicht wissen, was es noch gibt für dich, was noch bereit ist für dich, was Gott noch für geniale Pläne hat mit dir. Hey, komm, wir schauen noch mal schnell ganz kurz die 4 Schritte an. Hast du gesehen, was kommt nach Lex Up, nach diesen Papiermauern? Dort gibt es seinen Plan für dich. Dort gibt es seine genialen Gedanken, die Gott für dich vorbereitet hat. Und solange dass du dich von deinen Ausreden, von deinen Papiermauern abhalten lässt, wirst du nicht wissen, nicht herausfinden, nicht erleben, was Gott für dich noch vorbereitet hat. Solange dass du bei deinen Ja-Wills bleibst, kann Gott nicht mit dir durch die Mauern durchgehen und du wirst nicht wissen, nicht sehen, nicht erleben, nicht erfahren, was Gott noch alles Geniales für dich vorbereitet hat. Papiermauern, Ausreden kosten uns so mega viel. So mega viel. Und das Fiese ist, dass du es vielleicht gar nicht so merkst. Gar nicht so feststellst, weil du bist ja so vertraut schon mit deinen Papiermauern, mit deinen Ausreden, dass es sich anfühlt wie richtige Mauern. Und so möchte ich dir heute Morgen die Frage nochmal stellen. Die Predigtstitelfrage nochmal stellen. Was ist eigentlich deine Ausrede? Wo machst du
Ausreden? Wo brauchst du Ausreden? Zum Verhalten erklären. Ja, weisst, ich reagiere so, will. Ich will nicht vergeben, will. Er ist schließlich die Schuld. Sie hat mir das angetan. Ja, ich werde immer so hässig, will. Meine Kinder sollen mir gefälligst folgen. Sie sind die schuld. Was haltet dich ab, Veränderung zuzulassen? Nein, ich will im Fall dort nicht. Ich vermiete das Thema lieber in meinem Leben. Weil mein Vater hat mir schon immer gesagt, ich kann das nicht. Ich muss gar nicht probieren. Ich habe schon genug Enttäuschung erlebt. Ich will mich dem nicht nochmal stellen. Ist ja klar, dass ich das nicht kann. Vielleicht erkennst du dich so gut wieder in Moses, seine Erklärungen. Vielleicht sind das deine eigenen Erklärungen, wieso dass du dich deinen Papiermauern nicht stellen willst. Weil wer bin ich schon? Vielleicht hast du mit dem Selbstwert zu kämpfen. Vielleicht ist es mehr, was sage ich denn? Sie glauben es mir eh nicht. Die anderen sind schuld, dass ich nicht kann. Ich habe die Qualifikationen nicht, die es braucht für diesen Auftrag. Nein, ich will die Ausbildung nicht anfangen, weil es geht eh nicht. Ich kann ja gar nicht, ich bewirbe mich gar nicht erst auf diesen Job, weil es ist ja klar, dass ich das nicht kann. Es sieht doch jeder, dass das nicht geht. Papiermauern. Ich will nicht. Hey, ich möchte dich heute wirklich herausfordern und dir die Frage stellen. Wo lässt du zu, dass Ausreden zu Papiermauern in deinem Leben geworden sind? Die aus der Entfernung mega real aussehen, aber eigentlich gar nicht so wirklich Papiermauern sind. Wo lässt du es zu, dass du Jesus im Auftrag nicht nachfolgen willst, weil du mega gute Gründe hast? Aber wenn du ehrlich bist, sind die Gründe gar nicht so mega Gründe, sondern eher eigentlich Ausreden. Ich möchte euch jetzt die letzte Bibelstelle von der heutigen Predigt zeigen. Hebräer 12, Vers 1 bis 2. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen. Alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Wo lässt du dein Rennen, deine Nachfolgschaft mit Jesus durch Ausreden gehindert werden? Natürlich beschäftige ich mich immer mit mir selber auch in diesen Vorbereitungspredigten. Ich habe ja ein paar Stunden Vorsprung mit dem Thema euch gegenüber, oder? Und da habe ich mir die Frage gestellt, Micha, wo lässt du in deinem eigenen Leben Ausreden zu? Wo baust du Papiermauern, die mega gut aussehen, die dich aber absolut daran hindern, das Rennen zu rennen? Jesus nachzufolgen, ganz und gar durchzubrechen durch die Mauern. Und es ist mir ziemlich schnell etwas in den Sinn gekommen und ich habe gefunden, ich möchte das mit euch heute Morgen teilen. Und zwar, ich merke, dass Gott mich immer wieder brauchen will, um Menschen prophetische Eindrücke zu geben. Nur das Problem ist, das sind meistens Leute, die ich nicht kenne und Situationen, die unangenehm sind. In unangenehmen Momenten. Und ich habe dann mega gute Ausreden parat, wieso das jetzt nicht der richtige Moment ist, um das zu machen. Nein, kannst du nicht. Zum Beispiel, so ein prägnantes Beispiel, das mir gerade in den Sinn kam, war während dieser Hochzeit. Also ich war als Gast da und ich habe in der Trauung drinnen noch das Gefühl bekommen, dass Gott mir sagt, schau, diese Person, die kämpft mit Depressionen. Und ich möchte gerne, Micha, dass du zu dieser Person gehst und dieser Person einfach Hoffnung zusprichst. Geh und frag sie, kann das sein, dass du mit Depressionen kämpfst? Und dann bett für diese Person. Und dann ist es losgegangen, gell? Ja, das kannst du nicht.
Das geht doch nicht. Ja, wir sind da an einer Hochzeit und so. Was soll denn der denken, oder? Wer bin ich schon? Was ist, wenn mein Eindruck falsch ist, oder? Ja, so weit bin ich jetzt also gar noch nicht mit meinen Gaben und so. Also ich meine, weißt du, da fehlt noch ganz viel an Ausbildung, oder? Und dann die ganze Mose-Spule abgerollt, oder? Wer bin ich schon? Das kann ich nicht. Was sage ich dann, oder? Sie glauben es ja eh nicht, oder? Ich kann das nicht. Und am Schluss, ich will nicht. Und wisst ihr was? Ich möchte heute Morgen einfach neu Papiermauern durchbrechen. Ich möchte die Ausreden nicht mehr länger wie richtige Mauern aussehen lassen in meinem Leben. Sondern ich will ganz und gar mit Jesus unterwegs sein. Und ich will in diesem Rennen durchheben. Und ich will keine Ausreden mehr, kein Hindernis da sein lassen. Ich möchte es ablegen und möchte bekennen, dass ich da Ausreden in meinem Leben zugelassen habe. Es gibt noch andere Bereiche in meinem Leben. Und vielleicht machst du dich jetzt gerade eins und denkst jetzt gerade an deine eigenen Ausreden, an das, was dir jetzt in den Sinn kommt, das, was dir der Heilige Geist einfach neu hervorruft, dort, wo du Ausreden zugelassen hast. Und weißt du was, komm, wir tun doch heute Morgen eine Mauer durchbrechen. Zum Glück ist es eine Papiermauer. Der Vers geht noch weiter und dort drinnen sehen wir dann gerade, wie man das genau machen kann. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Also wie kannst du Papiermauern dann durchbrechen? Schritt 1 ist ehrlich sein. Ehrlich sein. Vielleicht muss der ein oder andere von euch heute mal in den Spiegel schauen und sich bei sich selber entschuldigen. Vielleicht wird das im Fall gar nicht mal so eine schlechte Idee sein für dich selber, dass du mal dir selber ins Gesicht schaust und sagst, okay Micha, es tut mir leid, dass ich die Ausreden zu wirklichen Gründen gemacht habe. Es tut mir leid, dass ich dich davon abgehalten habe, mehr zu erleben, mehr mit Gott unterwegs zu sein, mehr von ihm zu sehen. Es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Hey, vielleicht wird das am einen oder anderen von euch mega gut tun. Also der erste Schritt im Mauern durchbrechen ist ehrlich sein. Das zweite ist bekennen. Das zweite ist sorry sagen. Entschuldigung sagen für dort, wo wir die Sünde zugelassen haben, die uns gefesselt hat, die uns gefangen genommen hat. Dass wir zu Jesus kommen und sagen, Jesus, es tut mir leid. Es tut mir leid, da gibt es Sachen, die ich ablegen möchte, wo ich deine Freiheit in Anspruch nehmen möchte. Und das dritte ist, wir müssen zu Jesus bringen. Weder links noch rechts schauen wir, sondern Jesus allein ist es, der uns die Freiheit geben kann. Er ist es, der uns die Fähigkeit gibt, die Sachen abzulegen, die Mauern zu brechen. In seinem Namen allein geht das. Sind wir ready? Und wir tun doch mal die Mauer einfach durchbrechen. Und ich möchte jetzt so richtig symbolisch durch die Papiermauer durchlaufen. Und für mich, was es für mich bedeutet, in dem Moment ist, ich laufe da durch und bekenne, dass ich nicht mehr meine Ausreden gelten lasse. Für wenn Gott mir Eindrücke gibt, die ich weitergeben soll. Ich möchte wirklich da durchbrechen. Das kostet mich so mega viel. Das ist für mich nicht einfach, aber ich will das wirklich, weil ich glaube, Gott hat noch so viel mehr vor mit uns allen. Und ich will durch die Mauer durchbrechen. Und darum möchte ich jetzt auch da als Zeichen da durchlaufen. Und weißt du was? Du kannst das auch machen. Wir nehmen nachher die Mauer und wir stellen sie da vorne her. Und alle, die wollen, dürfen nachher durch die Mauer durchlaufen. Und mit dem bekennst du, mit dem sagst du, mit dem bringst du zum Ausdruck, da gibt es Ausreden, die ich in meinem Leben zugelassen habe.
Und in dem Moment darfst du das wirklich als Bekenntnis machen und sagen, und ich will die Mauer durchbrechen. Und du darfst nachher während dem Lobpreis einfach aufstehen. Ich weiss, es kostet dich vielleicht auch einiges. Aber es ist auch der Sinn von dem, weißt? Wir machen es nicht hinten im Ecken, wo es niemand sieht, sondern wir machen es da vorne, wo du darfst durch die Mauern durchlaufen. Durch Ausreden, durchbrechen, die du zugelassen hast. Also wir stellen sie nachher während dem Lobpreis hierher, dass es keinen Stau gibt. Und ich denke, wir laufen dann einfach so von dieser Richtung hier durch. Das ist eh gut, weil das Gebetsteam ist gerade da schon parat für dich. Vielleicht willst du dann auch gerade noch Gebet in Anspruch nehmen. Du darfst dann einfach auch harte Linkskurve machen und wieder zurück am Platz gehen, wenn du gerade noch nicht willst, mit jemandem über das reden oder beten. Aber es ist das Angebot da für dich, zum Rechts abbeugen, zum Gebetsteam gehen und gerade noch Gebet in Anspruch nehmen. Dass sie nochmal dürfen mit dir zusammen beten und vor Jesus bekennen, dass das jetzt abgeleitet ist. Dass da eine neue Freiheit rein kann kommen. Sind ihr bereit für das? Gibt es irgendjemanden sonst noch, wo Mauern erkannt hat, der festgestellt hat, ja, da gibt es Ausreden, die ich zugelassen habe? Okay, es gibt ein paar, sehr cool. Hey, für euch stellen wir nachher die Mauer hierher und ihr dürft dort durchlaufen. Alright, hey, ich würde sagen, komm, wir laden schon mal das Worship-Team ein, sie dürfen schon mal sich parat machen. Und dann bete ich beten für uns alle. Und dann steigen wir einfach ein miteinander in die Zeit vom Lobpreis. Ja, Jesus Christus, wir danken dir so ganz viel Mal, dass du unsere Ausreden siehst und kennst. Und dass du sie nicht gelten lässt. Sondern dass du ein gnädiger Gott bist, der uns nicht mit diesen Mauern alleine lässt, sondern der uns eine Freiheit schenkt. Der mit uns dort durchgeht. Der uns immer wieder auch motiviert und schupft, dort durchzugehen. Ich bitte dich jetzt einfach für den heutigen Morgen, gib du eine neue Freiheit. Wir wollen heute ablegen. Wir wollen die Sachen, die uns daran hindern, mit dir unterwegs zu sein, heute Morgen ablegen. Und dort, wo es Ausreden sind, bekennen wir jetzt, dass die keine Macht mehr haben über unserem Leben. In deinem Namen, Jesus Christus. Komm du jetzt einfach und füll du die Atmosphäre. Heiliger Geist, ich lade dich ein, geh du durch Reihen, berühr du Herzen, zeig du auf, was du heute möchtest frei machen. Und wir kommen jetzt und beten dich einfach an, Jesus. Amen.